Hallo, da ist Vatalio und willkommen zurück zur weiteren Folge Let's Play die Inner World, der letzte Windmönch auf Schweizerdeutsch. Okay, wir sind jetzt hier angelangt und hier haben wir in der letzten Folge am Schluss noch erfahren, dass die Frau da, die hat uns gesagt, wir sollen unsere Nase abdecken. Das war ja eigentlich schon fast so ein bisschen zu erwarten gewesen, dass man uns sonst jagt. Das haben wir dann auch gemacht. Sie vermisst irgendwie ihre Schwester. Und hier gibt es eine Seilbahn, wo man laut Robert sicher flicken kann, obwohl sie kaputt ist. Robert ist also wirklich für das, was er alles erlebt hat und ja, ist sehr optimistisch. Ja, und wir haben herausgefunden, dass Robert, seit er aus der Versteinerung ist aufgewacht, hört er Conroys Stimme in seinem Kopf. Okay. Ja, da gibt es sicher ganz viel zu entdecken. Fangen wir doch mal an bei dieser herzigen kleinen Wollmaus. Können wir die mitnehmen? Die können wir mitnehmen. Super. Ein Stosszahn wieder. Nehmen wir auch mit. Das Flagge. Das schleppe ich nicht mit. Nein, okay, das ist schon gut. Aber... Schau sie mal an, was du sagst. Überall hängen diese Flaggen. Man könnte meinen, es wäre Wurzelballmeisterschaft. In Böse. Ja, in Böse, das musst du dort dazufügen, definitiv. Zum Kramladen noch nicht, würde ich sagen. Wir reden doch da mal mit dem da hier. Hempernickel, oder wie? Wollt ihr nicht reden? Hempernickel, hallo? Hallo? Wer da? Ich hab dich hier noch nie gesehen. Du bist doch wohl keine Tröte? Nein. Nein, ich bin nur Robert. Wenn das mal nicht noch schlimmer ist. Oh, Was willst du hier, Bengel? richtig heftig mit der Stimme. Ja, weiterspielen, ja, das kennen wir noch. Conroyalisten, okay. Hier hängen eine Menge Plakate gegen Flötennasen. Ja, das war die Bruderschaft der Conroyalisten. Die letzte Bastion gegen die Flötennasen. Zu der ich selbstverständlich gehöre. Und ich habe den Anstecker, um es zu beweisen. Eine hübsche Brosche. Oh, Brosche? Männer tragen keine Broschen. brauchen wir auch so Das hier eine? ist ein Anstecker. Ein Symbol. Ein Symbol für was? Nein, wir brauchen nicht so Den eine. Bund der Conroyalisten unter Emil. Oh, bitte nicht. Seit wann hat Conroy denn Fans? Früher haben ihn alle gehasst. Er konnte machen, was er wollte. Die Leute haben nicht auf ihn gehört. Stimmt genau. Einer der verkanntesten Staatsmänner unserer Zeit. Oh Was no. zur Hölle ist in den letzten 3 Jahren passiert? Arbeit? Was macht ihr da? Ich schaufel die Wollmäuse in die Loren, Wozu? damit sie was von der Welt sehen. Oh, wie nett. Eine Wollmaus müsste man sein. Den ganzen Tag Lore fahren. Keine erstickende, bleischwere Verantwortung. Wo fahren Sie denn hin? In die Fabrik. Da werden sie Jesus. geschoren und dann fahren sie wieder raus aus der Fabrik. Okay. Und dann? Fahren sie wieder rein in die Fabrik. Und dann? Wirklich? Okay. Immer so weiter. Hä? Hey, wisst ihr etwas über die Seilbahn? Was gibt es da zu wissen? Das alte Ding ist kaputt, seit dem Unfall. Es gab einen Unfall? Okay, was ist der? Ja, der Verrückte, der die Bahn gesteuert hat, ist hier noch auf dem Dach der Schererei. Meiner Meinung nach hat der Typ ja eine Schraube locker. Wegsperren sollten sie den. Auf dem Dach der Schererei. Okay. Windmönch. Wisst ihr zufällig etwas über den letzten Windmönch? Ja, ich weiß alles über Conroy. Ich habe gleich nach Conroys Fall seine offiziellen Memoiren gelesen. Das meinte ich eigentlich nicht. Aber soweit ich weiß, hatte Conroy nur ein Tagebuch. Ganz genau. Emil hat dafür gesorgt, dass es der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Stand da vielleicht was über selbstgebaute Götter drin? Nein, aber es steht die Wahrheit über die Tröten drin. Tröten? Oh, richtige, Na, du heftige weißt schon, Propaganda. Die Leutchen mit ihren komischen Instrumentennasen. Ich gebe zu, es ist kein nettes Wort, aber es passt.
Okay, ich frage mich jetzt gerade da unten, die sind ja so, das da hier selber an, das ist so dunkler als das andere, ist das echt, dass er da noch etwas mehr Stand sagt? in dem Tagebuch, Ja. der Biografie, zufällig was darüber, wo die Windmönche genau herkamen? Gibt es vielleicht eine Adresse? Ja, na klar. Windmönchkloster 14 bis 17b. Ecke Heiligenallee. Oh, wirklich? Danke. Ich wusste ja gar nicht, dass es eine richtige Adresse gibt. Es gibt natürlich keine Adresse, du Schwachkopf. Oh. Okay, an die Stimme werde ich mir nie Sag mal, bist du in gewöhnen. einer Höhle aufgewachsen? Wenn ihr damit einen Ort ohne Licht und ohne Hoffnung meint, dann ja. Oh, Robert. Armer Robert, okay. Der Emil ist wahrscheinlich der Herr im Rednerpult, den wir in der letzten Folge gesehen haben. Macht euch die Arbeit hier Spaß? Nein, ich würde lieber auf dem Hintern durch Glasscherben rutschen. Das Einzige, was das hier erträglich macht, ist die Mittagspause. Okay. Wann ist die denn? Die wird von der Vorarbeiterin in der Schererei durchgesagt. Warum macht ihr nicht einfach so Pause? Bist du verrückt? Wo kommen wir denn dahin? Das wäre Anarchie. Nein, mit der Pause muss man warten, bis die Vorarbeiterin sie ansagt. Okay, heftig, heftig. Wie wird man eigentlich Wollmausschaufler? Naja, ich habe den Job von meinem Vater geerbt. Wieso? Willst du mir meine Arbeit klauen? Ihr habt doch eben gesagt, ihr hasst den Job hier. Das ist nicht der Punkt. Außerdem gibt's ja immer noch die Mittagspause. Wenn nur Immerhin. langsam mal die Durchsage der Vorarbeiterin kommen würde. Okay, wahrscheinlich müssen wir irgendwie die Vorarbeiterin pushen, dass sie die Ansage macht oder die selber durchgeben. Ich kann nicht glauben, dass die Leute jetzt Fans von Conroy sind. Ich kann nicht glauben, dass es jemals nicht so war. Zum Glück hat Emil die Wahrheit ans Licht gebracht. Oh Wer ist dieser Emil? Der Retter der einfachen Leute. Das ist ein guter. Der sagt, wie es ist. Oh Gott. Der hat dafür gesorgt, dass hier nicht alles den Bach runtergegangen ist, nachdem sich Conroy für uns alle geopfert hat. Hat das Ruder übernommen, bis Conroy wiederhergestellt ist. Nein, das darf nicht passieren. Es hat ewig gedauert, ihn kaputt zu... Oh oh. Du hast mich umgebracht, Robert. Du bist ein böser Novize gewesen. Was wolltest du sagen? Nee, nicht. Nichts. Klar gewesen, Auf okay. Wiedersehen. Wohlan, wohlan. Was soll das überhaupt bedeuten? Okay. Felder mal betrachten. Die Wollmausfelder von Wollingen. Die Stadt ist bekannt dafür, dass sie eine der ältesten und langweiligsten Geschichten Asposiens hat. Okay. Wollmäuse. Eine ganze Menge Wollmäuse. Das nennt man in der Fachsprache einen Kuschelhaufen Ein oder auch eine Kuschelhaufen. Flauschalation. Oh. Mal schauen. Das geht wahrscheinlich nicht, hä? Da war ich noch eins. Nein, Nimm nein. die Pfoten daraus. Das ist ja schon fast zu erwarten gewesen, okay. Ich hab doch gar nichts gemacht, Lautsprecher. Ah, der scheint mit der Schererei verbunden zu sein. Ein Schererei-Lautsprecher. Das macht absolut Sinn, ja. Schererei-Lautsprecher. Denk mal. Eine Miniatur vom Windbrunnen. Komplett mit den alten 3 Windmönchen. Das sind Pandur, Maleus und Conroy. Okay, und einen gibt's in dem Fall noch, hä? Das kann hier bleiben. Okay. Plakat. Können wir das abreißen? Plakate oder Schilder abnehmen ist in Asposien verboten. Aber eine der Heftzwecken ist lose. Die gehört jetzt mir. Okay. Plakate oder Schilder. No, okay, I see. Tür. Schild. Schererei. Hier werden Mäuse kahl. Okay. Tür ist auch zu in dem Fall. Der Eingang zur Schererei. Schauen wir mal. Von innen verschlossen. Jawohl, okay. Wir haben ja immer noch Hack am Start. Ich würde doch sagen... Wir reden jetzt zuerst mal noch eine Runde mit
Libretta und schaue dann, was Hack alles hier so anstellen kann. Hallo? Hallihallo, Euer Gnaden. Okay, Flötennasenverfolgung. Warum hängt hier eigentlich überall rot? Das haben die Conroyalisten hier aufgehängt. Oh Mann. Für eine Sekunde habe ich gedacht, ich hätte Conroys Namen gehört. Ihr habt richtig gehört. Wegen des angeblichen Mordes an diesem Bastard werden wir ja verfolgt. Oh, Jesus. Ich werde mich nicht dran gewöhnen. Ach du meine Güte. Ja, weil wir angeblich Conroy ermordet haben, der angeblich die Basilen besiegt hat, die wir angeblich heraufbeschworen haben. Köstlich. Shut up. Die Leute denken wirklich, dass wir die Basilen auf alle losgelassen haben? Ja, keine schöne Geschichte. Ha, und wir dachten erst, hey, endlich entsteinert. Und Okarios Sohn hat uns gerettet. Juhu, alles wird gut. Wir geben uns zu erkennen. Neues Zeitalter. Aber dann... Wo warst du eigentlich die letzten 3 Jahre, Euer Gnaden? Wo, warst du denn die letzten 3 Jahre? Hier. Gute Gegenfrage. Ich habe Postkarten gemalt. Okay. Warum bist du so lange unentdeckt geblieben? Ach, was soll ich sagen? Die Leute, die zu mir kommen, wollen vor allem ihre eigenen Gesichter malen lassen. Für die Malerin interessiert sich keiner. Soll ich ein Bild von dir malen? Conroy hat mal ein Bild von mir malen lassen. Dafür ließ er mich 12 Stunden lang stillsitzen. Oh nein, ich wette, jetzt kommt irgendwas Trauriges. Er ließ nur meine Flötennase malen. Er hat das Bild in meinen Verschlag gehängt und meinte, es soll mich stets daran erinnern, dass ich niemals zu den normalen Asposern gehören werde. Oh. Was für ein Monster. Ja. Ach, naja, es war ja nur zu meinem Besten. Du warst ihm verdammt lange ausgesetzt, nicht wahr? 15 Jahre, 8 Monate, 3 Wochen und 4 Tage. Er weiss es Wieso? auf den Tag genau. Okay, wir können da noch mehr fragen. Wir müssen uns bedeckt halten. Ja, das wäre ratsam. Ich habe gesehen, wie ein paar abtransportiert wurden. Es wird Zeit, hier abzuhauen. Die Luft wird für unseresgleichen immer dünner. Okay, Windmensch. Kennst du dich eigentlich mit Windmönchen aus? Gute Frage. Ich habe nie aufgepasst, wenn es um diesen Kram ging. Aber ich glaube, sie kommen aus den Bergen. Sehr gut. Es gibt nämlich die Prophezeiung. Du meinst die Sage vom Einklang? Ich habe immer gedacht, es geht dabei um den einen, der die Flötennasen und die Asposer in, nun ja, Einklang bringt. Genau. Es handelt sich dabei um den letzten Windmönch. Na fein, wenn du das glaubst, glaube ich das auch. Herzig. Ich weiß ja nicht, ich habe schon das Gefühl, dass der am Schluss vom Spiel auf einmal rauskommt, dass der Robert selber der Windmönch ist. Woher kennst du überhaupt meinen Namen? Ich kannte ihn bis eben selber nicht. Erkennst du mich denn nicht? Ich bin deine Cousine, Libretta Celeste Arioso. Ah, okay. Du bist meine Cousine? Ja, du hast einen ganzen Haufen Tanten, Onkels und Cousins und Cousinen. Und das sind nur die Boes. Dann gibt es noch die Ariosos, die Menuetinis, den Clan der Sarabande und die Basses. Außerdem, Wo sind denn alle hin? also die meisten? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich bin geflohen, nachdem sie die ersten mitgenommen haben. Aber nun bist du ja wieder da. Okay. Gibt es nicht vielleicht eine Art Ersatz, König? Du hattest keine Geschwister. Geht nicht eine Tante? Oder warum machst du es nicht? Nein, tut mir leid. Es muss jemand aus deiner direkten Blutlinie sein. Oh, hast du vielleicht ein Kind? Ich glaube nicht. Obwohl, ich habe kurz vor meiner Versteinerung ein Mädchen geküsst. Oh mein Gott, vielleicht bin ich Vater. No. Ich bin keine Expertin, aber ich glaube, das kann nicht sein. Oh, stimmt. Sie war ja versteinert. Okay. Okay, der Robert soll vielleicht mal aufgeklärt werden. Wobei wir wissen ja selber auch nicht genau, wie das geht unter diesen Flötennasen. Halte dich bereit für die Flucht. Ich muss nur irgendwie die Bahn reparieren. Dann kommen wir hier beide weg. Alles klar. Oh, ich bin schon ganz gespannt auf den Rest der Welt. Du weißt nicht zufällig, wie man so eine Seilbahn repariert? Hast du mal mit dem Typen auf dem Dach der Wollmausschiererei geredet?
Er war der Seilbahnführer. Vielleicht kann er euch ja helfen. Okay. Ich sag dir Bescheid, sobald ich die Bahn repariert habe. Egal, was du tust, beeil dich. Deine Ankunft hat hier für Aufsehen gesorgt. Okay, dann reden wir noch über Das Postkarten. sind aber schöne Postkarten. Danke. Ja, ich war schon immer ziemlich talentiert. Ich habe früher auch viele der Dynastie-Porträts gemalt. Jetzt male ich vor allem Blumen, Babys und Landschaften. Okay. Wie schön. Herzig. Ja, aber am besten bin ich immer noch im Fälschen. Was? Na, du weißt schon. Ausweise, offizielle Dokumente, Geld, solche Sachen. Nice to know. Ich habe mal ein komplettes Testament gefälscht. Eintrittskarten und Siegel kann ich auch, sind aber irgendwie fast zu leicht. Meine Güte. Ja, ich arbeite gerade an meinem neuen Projekt. Conroys Tagebücher. Ah, mega gut. Warum fälschst du denn Sachen? Ist nur so ein Hobby von mir. Außerdem habe ich damit schon ein paar Flötennasen geholfen, die auf der Flucht sind. Leider kann nicht jeder seine Nase so gut verstecken wie wir beide. Okay, danke. Kein Ding, euer Gnaden. Okay, wir haben viel herausgefunden. Jetzt würde ich sagen, jetzt ist Zeit für Hack. Zuerst aber noch schnell ganz kurz. Das schleppe ich nicht mit. Okay. Hack, it's your turn. Hui. Okay, was können wir mit dem Hack alles hier sehen, was wir vorher nicht haben sehen? Anzeigetafel. Blüpp. Die bekommst du nicht gehackt. Badumts. Plakat. Nimm's mit. Plakate oder Schilder abnehmen ist in Asposien verboten. Okay, das ist Wir Bruch. sollten besser keine Aufmerksamkeit erregen. Okay, I see. Loreneingang oder wollen wir zuerst zum Loreneingang? Warum Hey, so? kleiner Freund. Komm zu Tante Libretta. Nope, will nicht, okay. Kann ich da dran? Es tut mir irgendetwas? leid, aber du kannst nicht immer alles mitnehmen. Nope, das geht nicht. Da oben ist noch so ein Wolle-Dings da aufgehängt, aber mit dem können wir nicht. Okay. Dann würde ich sagen, zuerst noch mit dem Robert zum Kramladen. Okay, ich bin gespannt. Wenn wir dann auch da alles entdeckt haben, dann können wir mal mit dem Hack dort oben zum Loreneingang gehen. Und dort sollte auf dem Dach oben der Dude sein, der irgendwie Bescheid weiss über die Seilbahn. Ah, ein neues Gesicht in der Stadt. Wie schön. Willkommen in Emil, sein Bruder, sein Kramladen. Als Begrüßung gibt's gratis von mir die Wollinger Wundertüte mit ausgesuchten lokalen Spezialitäten. Creepy? What? Danke. Okay. Oh, okay, okay. Hübsch gemacht. Hübsch gemacht, okay. Ich würde sagen, wir tun zuerst da auch mal wieder mit allem ein bisschen interagieren. Sogar hier kann man der Hack sein. Okay, Windmesser. Conroy-Statue. Wir Mach sie kaputt. sollten besser keine Aufmerksamkeit erregen. Okay. Lokale Spezialitäten. Sicher? Okay. Das sind ausgewählte Spezialitäten. Ist schon gut. Nö. Danke. Du möchtest einen Pfeil, der so groß ist wie du? Nope. Tuch. Blub. Das glaube ich jetzt nicht. Weg da! Sorry. Wir nur ein Vögeli. Dartscheibe. Blub. Du musst mit einem Pfeil treffen. Nur dann gilt es. Okay. Fang den Ball. Ah, das steht das Spiel. Wenn du das haben willst, musst du beim Dart gewinnen. Okay, das werden wir herbekommen. Aber wahrscheinlich mehr mit dem Robert, hä? Da hat's noch Ei im Kranz. Was denn das? Ich fürchte, da schlüpft nichts mehr. Okay. Schwamm. Nein, das ist... Oh. Hey, Oh. was willst du mit meinem Schwamm? Sie brauchen die Wollmaus als Schwamm. Die arme Wollmaus. Okay. Jetzt tatschen wir da am Krämer noch eins. Oh, hallo.
Die Wollinger Wundertüte gibt es leider nur für Asposa. Okay, in dem Fall. Ah, by the way, ich habe ja immer so ein bisschen vermutet, ob die Inner World eben auf die hohle Erde, auf die Hey, Verschwörung alter Freund. sozusagen anspielt. Und ja, it is there. Es spielt ja in der Mitte der Erde, genau. Okay, Crema. Guten Tag. Hallo. Tag auch. Womit kann ich helfen? Erzähl mal ein bisschen über Ihr seid Conroyalisten. also Emils Bruder? Ja, mein Bruder Emil leitet die Bewegung. Wollt ihr denn Teil der Bewegung sein? Habe ich ehrlich gesagt noch nie drüber nachgedacht. Ja, super. Vielleicht solltet ihr damit mal anfangen. Mit dem Nachdenken? Ach, in meinem Alter. Jetzt lohnt sich das auch nicht mehr. Jesus. Warum haben einige Leute Abzeichen und andere nicht? Ich hab natürlich auch eins. Naja, manche sind von Emils Ideen ganz begeistert und wollen das auch zeigen. Und andere sind für sich alleine ganz begeistert. Außerdem geht es darum, den Tröten klarzumachen, was wir von ihnen halten. Mit den Tröten meint ihr die Flötennasen, oder? Und was haltet ihr von ihnen? Ich weiß nicht. Nicht viel? Okay. Kramladen. Interessanter Name für einen Kramladen. Emil, sein Bruder, sein Kramladen. Ja, vorher hieß er Emils Kramladen. Und davor hieß er Emil sein Vater sein Kramladen. Okay. Aber seit mein Bruder losgezogen ist, um die Welt zu retten, bis Conroy, unser Erlöser, wiederkommt, hab ich ihn nach mir benannt. Euer Name ist Emils Bruder? Eigentlich ist er anders. Aber das haben alle vergessen. Und ich auch. Okay. Wie wird man vom Kramladenbesitzer zum Anführer einer ganzen Bewegung? Ich glaube, Emil dachte schon immer, dass er zu höherem berufen ist. Schon seit er hier bei uns als Baby ankam. Nicht jeder ist mit der Gnade hoher Geburt gesegnet. Oh Gott. Gesegnet. Oh Gott. Hier in Seilbahn. der Nähe gibt es eine Seilbahnstation. Ja, ich weiß. Ein fantastisches Wunder der Technologie, nicht wahr? Ein beeindruckender Fortschritt für ganz Asposien. Ein Symbol dafür, dass die Asposa der Schwerkraft... Sie ist kaputt. Ja schon, aber wenn sie funktionieren würde, dann wäre sie ein fantastisches Wunder der... Ich gebe euch da ja vollkommen recht. Aber warum wurde sie nie repariert? Oh, auf die Idee bin ich nie gekommen. Guter Vorschlag. Vielleicht solltest du in die Politik gehen. Okay, er ist gut Jammer, überzogen schade, von dass sie uns. nicht mehr fährt. Ja, nicht wahr? Als echter Seilbahnenthusiast bricht es mir jedes Mal aufs Neue das Herz, wenn ich die verwaiste Station sehe. Aber naja, so ist das. So ist das, Aber hä? immer wenn mich der Gedanke traurig macht, werfe ich einfach einen Blick auf das Modell, das mein Bruder gebaut hat. Welches Modell? Das da, unter dem Tuch. Okay. Das können wir nachher anschauen. Emils Bruder? Ja? Ihr veranstaltet ein Dartspiel. Ich liebe Dart. Ehrlich? Hui, ich liebe Dart viel mehr als du. Aha, oh, klasse. Kann ich es versuchen? Du musst es versuchen. Der Hauptpreis ist ein Fang-den-Ball-Spiel. Du musst nur mit den Pfeilen da hinten ins Schwarze treffen. Dann gewinnst du den Preis. Alles klar. Betrachtet das Schwarze schon mal als getroffen. Dart ist mein allerliebster Sport. Reden wir doch noch ein bisschen Wie über hast du Dart. die Liebe dazu entdeckt? Conroy, ich meine mein Ziefer, mein Entführer, mein Nachbar hat das früher ganz oft mit mir gespielt. Ich habe da viel übers Leben gelernt. Manchmal ist man der Pfeil, meistens ist man die Scheibe. Oh, poor Robert. Hat schon mal jemand gewonnen? Nein, wenn du triffst, dann bist du der Erste, der dieses Ballspiel mit nach Hause nehmen kann. Das packen wir dann. Woher habt ihr das Modell? Das hat Emil höchst selbst gebaut. Fast 2 Jahre hat er dran gebastelt. Oh, der Emil hatte wohl recht viel Zeit. Ja, er hatte nicht viele Freunde. Dafür hat er jetzt viele Anhänger.
Also, ich hätte lieber viele Freunde, als viele Anhänger. Tja, schwer ist das Haupt, das die Krone trägt. Kann ich es mal sehen? Nein, tut mir leid. Das gute Stück ist nur für Liebhaber der Seilbahn gedacht. Ich, bin ein Liebhaber der Seilbahn. Kannst du das beweisen? Oh oh. Wie zum Beispiel? Nun ja, vielleicht mit einer Fahrkarte? Einer Mitgliedschaft im Seilbahn-Fanclub? Okay. Oh ja, da, bin ich Mitglied. Nein, bist du nicht. Ich bin der Vizevorsitzende. Das hätte ich wissen sollen. Und wer ist der Vorsitzende? Nein, warte. Mein Bruder. Auch das hätte ich wissen sollen. Wenn ich nur mal einen ganz kurzen Probieren Blick wir's einfach darauf noch. werfen könnte? Nein, nur für ausgewiesene Liebhaber. Okay. Okay, auf Wiedersehen. Aber vielleicht können wir uns ja... Wohlan und Emil auf all deinen Wegen. Oh Gott. Vielleicht können wir uns ja bei der Libretta so einen Ausweis fälschen lassen. Jedenfalls, jetzt probieren wir zuerst mal mit so einem Pfeil. Ah, du willst dein Glück beim Dart versuchen? Tritt an die weiße Linie. Gut, probieren wir das jetzt mal. Oh, okay, okay. Das war wohl nichts. Okay, aber das Wie soll müssen man wir ja mit irgendwie solchen komischen herbekommen. Pfeilen vernünftig werfen? Das sind professionelle Turnierpfeile. Die fliegen eben nicht von alleine ins Ziel. Aha, Das okay. wäre natürlich praktisch. Ein Pfeil, der von alleine ins Ziel fliegt. Okay. Das werden wir irgendwie herstellen in dem Fall, oder? Der Hack, der kann ja da nicht eben... Wie gesagt, der Hack kann kein Pfeil nehmen. Du möchtest einen Pfeil, der so groß... Ja. Shut up. Aber wir wissen halt noch nicht, wie das geht. Aber, was ich das Gefühl habe, was wir können, ist eben bei der Libretta, oder wie sie heisst, dort uns so einen Fake-Ausweis vom Seilbahn-Fanclub sozusagen herstellen oder eine Fahrkarte vielleicht sogar und die ihm dann vorweisen und dann können wir dann einen Blick auf das Modell werfen. Ja, vielleicht bringt das gar nicht und vielleicht kann man es auch gar nicht machen, aber das ist, glaube ich, so bis jetzt so ein bisschen die einzige Idee, die ich jetzt im Moment habe, was man machen könnte noch, abgesehen von, dass wir dann dort oben dort in den Loreneingang gehen. Also, Libretta, kann ich mit dir reden und kann ich mit dir über die Hallo? Fahrkarte reden? Hallihallo, Euer Gnaden. Warum fälschst du denn Sachen? Ist nur so. Außerdem habe ich damit schon ein paar Flötennasen. Nope. Okay. Tschüssi, Euer Gnaden. Okay, wir brauchen wahrscheinlich eine richtige Fahrkarte. Okay, ja, in dieser Folge ist sehr viel geredet worden. Respektive, ja, vom Game halt gesprochen worden und wir haben sehr viel zugelassen. Wir wissen jetzt aber so ein bisschen einiges, haben so ein bisschen Anhaltspunkte, was wir in der nächsten Folge machen können. Eben zum Beispiel irgendwie ein Dartpfeil bauen, das von allein das Ziel schießt, dass wir das Fang den Ball-Spiel gewinnen können. Und wir werden dann mit dem Hack dort oben in den Loreneingang gehen und werden in der nächsten Folge sehen, was uns dort alles erwartet. Ja. Und da sehe ich auch noch, kann man dann auch irgendwann mal noch zur Seilbahn gehen. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt zuerst zum Loreneingang mit dem Hack. Okay, ja gut, und dann würde ich mich in diesem Moment bei euch verabschieden und sagen, merci vielmals fürs Zuschauen, habt Sorge und bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!